begrüße dich zu dem kleinen Tutorial-Video zum Ruleset vom Showdown 2018. Wir gehen heute pur Fenstern durch am Spiel. So wisst ihr ganz genau, wie das muss man, wenn der Match start, respektiv, der muss ein Match joinen oder der muss ein Match halt kreieren. Die meisten werden das wahrscheinlich wissen, wir gehen immer nächstes Fall, wo die Leute nicht genau wissen, wie das geht. Dafür machen wir heute ein Video, weil wir haben noch ein Textdokument für 7 Seiten, aber ja, traurigerweise lässt das ja keinen. Bon. Das Wichtigste ist, dass mal wie das heute ein Turnier, den Showdown 2019, als ein Turnier für PlayStation 4 Leute an PC Leute. Das heißt, Crossplay muss sein. Crossplay fand er in der, muss selber einfach gucken, normalerweise mit dem Gameplay, genau. Das ist alles mit dem Update ein bisschen anders. Dafür ist es ganz gut, dass wir recht mal im Video kommen. Das befindet sich bei Gameplay, und zwar ist das netzwerkübergreifendes Spiel. Ich meine, auf Englisch ist das einfach Cross-Plattform oder so. Das muss gehakt sein, sonst können PlayStation-Leute nicht nur joinen. Und für die Leute, die auf der PlayStation spielen, da können PC-Leute nicht nur joinen. So, für den Rest ist alles normal. Das sind eher Erstellungen, das ist den weil da muss andere Optionen unholen. Und ja, dann kommt es halt zum ganzen Matchmaking. Die kriegt eine Equipe vorgeschlagen am Turnier, gell? Die spielt ja als echt rund ein Twist-System. Kurz eine Information, es ging auch Matcher gestreamt. An dem Fall macht ihr alles das, was den Caster erst sieht oder was Schiedsrichter ist. So. Du braucht ihr weder Raumoptsmann nach eine Equipe umzuschreiben, wie das Passwort an Nummer vom Raum ist. So, am Fall, wo dir einfach mal so mal ja, einem Raum joinen musst, da geht er einfach privat dem Spiel beitreten, da geht er dann die Nummer vom Server an Passwort. Na, ich denke, das so verständlich. Von dem hat er das wenn wir spielen und dann ein privates Spiel. So, dann privates Spiel erstellen, als für die Leute, die den Server abmachen. Ich habe schon ein bisschen viel gestaltet. Ich kann ein bisschen etwas durch sind, zum Beispiel Blechfußball, also natürlich das Soccer, der Modus. Der Stadion sollte ja falsch sein, außer die geht erst eins in den Equipen. Ja, das kann alles ein bisschen variieren. 2 gegen 2, kein Bots. Bei den Teamerstellungen Wandschrift Orange, Blau. Am besten noch Teamnum, schon mal ein Beispiel. Team Letzteburg. Gained. Enraged. Ah, da geht das nicht. Hallo. So. Na. Alles fair gestellt. Die Highfarbe sollte fair gestellt gehen. Ja, ich weiß, es gilt mittlerweile auch schwarzer Weißfarben. Ziemlich geil. Wie gesagt, auch da, wann da erst eins geht, wann das so, mit den Equipen etwas ausmacht, der spielt gerne schwarz-weiß oder rosa-grün. Wie gesagt, alles das könnt ihr machen, aber da muss Parteien müssen zugestimmt tun. Wie gesagt, wenn gestreamt wird, dann fällt das weg. Wir spielen immer an Orange Blau. Und ja, da bleibt das halt weg. Bei den Mutatoren soll alles auf Standard angestellt sein. Am besten wandert das Match macht enker schnell ob. Ups, ne, Kollege will schon nicht anwenden. Enker schnell ob, wie heißt das da? Standard wiederherstellen, den LT am meinem Fall. Das war das doch immer Y-Englisch, ich weiß es nicht. Aber hier müsst alles dann so viel angestellt sind. Also da nicht, wann ich gehen. Bei der Region auch aufpassen, das wirst du doch ab und zu empfohlen oder ob US West oder US East. Da aufpassen, das soll Europa sein, ne? Weil sonst haben wir Ping-Probleme. Und empfohlen, wann ich doch nicht deswegen, weil du könntest auch ab und zu viel, dass es guten US East Server gibt, wo der joint. Und ja, das ist immer ein bisschen blöd, ne? Am besten Europa auswählen. Nur mal passt das erst über los, ne? Spiel erstellen. Das Einfachste ist halt immer den TL versus Enraged, ne? Der Match, den halt da gerade gespielt wird. Passwort wählt er halt auch irgendetwas. Das halt nicht mehr zur Sicherheit, dass halt kein 5 Partei irgendwie joinen kann.
Schon habe ich vergessen, sei Irwin denkt rund 3v3 anzustellen. Ne? Ja, das ist einfach als Sicherheitsgrund. Wie gesagt, wenn wir streamen, dann haben wir Passwörter, der Bait-Kapitän hat Passwort geschickt. Und auch wenn es gibt immer nicht mehr mit den Kapitänen ein, nee, schwätzen nicht. Ich will Strittleute da mit abfließen lassen. Wie gesagt, wir stehen ja immer zur Verfügung bei allem. Ich meine, ein Video zum wie denn der Matchpicking-System. Das ist allerdings recht für Rund 2, aber von daher ist das Lohn dann nicht so wichtig. Gut, dann wünsche ich euch good luck und have fun.